Moien, mein Name ist Pascal Wiske, ich bin responsabel für die Servicetechnik von der Nationalbibliothek. Ich arbeite seit 12 Jahren an der BNL und bin hauptsächlich für den technischen Volet zuständig. An unserem Service arbeiten 5 Leute mit verschiedenen Profilen. Wir haben zum Beispiel 4 Elektriker und einen Schreiner bei uns am Haus. Auch wenn das Gebäude nicht schläft, muss aber auch immer von uns 24 Stunden auf 7 erreichbar sein für den Fall von einer Urgence. Hautweise Bereich wird alles so bei uns am Servicetechnik von Werbestimmen gemerkt. Wir kümmern uns hauptsächlich um Gebäudetechnik, den Entretien und Surveillance vom Gebäude. Darüber hinaus machen wir auch den Montage und den Demontage von Ausstellungen und Konferenzen. An den Konferenzen überholen wir auch die Regie, aber wie das ganz ausgesehen, das weiß ich nicht noch. Mit einer Software können wir die ganze Haustechnik vom Gebäude überwachen und noch gewisse Faktoren regeln. Da kann ich zum Beispiel gucken, wie die Belüftung sich verhält. Wir haben zum Beispiel 3 Belüftungsanlagen, wobei wir aber ohne Kälteanlagen auskommen, wie das Ganze über Prozesswärme steuern. Das Gebäude wechselt doch automatisch vom Sommer- an den Winterbetrieb. Wir nennen das Changeover-Betrieb. Darin fällt zum Beispiel, dass wir auch eine sichere Nachtauskühlung haben. Und dabei wird am Sommer die gestauten Hitze am Gebäude durch elektrisch aussteuerbare Fenster und Klappen nach oben raus evakuiert. Das ist nämlich eine besonders umweltschonende Methode, für die gestauten Hitze am Gebäude über Nacht loszugehen. Geheizt wird das Gebäude über Fernwärme, auch nach Chauffage urbain genannt. Das ist praktisch gesehen eine Zentrale um Kirchbierg, die den Quartier Kirchbierg Sommer wie Winter mit Energie versorgt. Baumaterialien wie zum Beispiel die Butter und Holz, die agieren als Speichermasse, für am Gebäude Sommer wie Winter die Hitze oder die Kälte zu speichern. Darüber hinaus haben wir auch Filterwasser mit Akustikzellen besteckt, für den Schall zu absorbieren. So in dem Sinn agiert das Gebäude auch Funktion von der Regelungstechnik für den energetischen Volet zu meistern. Bibliotheken sind komplexe Gebäude, wo wir auf verschiedene Bereiche Spezialanforderungen und Temperatur und Luftfeuchtigkeit tun. Wir haben Büros, wir haben den Lesesaal und wir haben Archivräume, also auch noch Kompaktusse genannt. Und genau da an den Kompaktussen sorgt die Servicetechnik dafür, dass die strikten Raumkonditionen noch angehalten gehen. Belichtung spielt auch eine wichtige Rolle an der Raumgestaltung. Dafür legen wir zum Beispiel großen Wert auf die LED-Technologie, die dann an einzelne Lichtgruppen integriert sind. Die Lichtgruppen die sind an Jahreszenen angebunden, an abhängig von der Jahreszeit draußen haben wir verschiedene Lichtambiancen hier am Raum. Und aus Energieeffizienz gehen an den Nebenräumen und an den Büros, da wird die Präsenz zum Beispiel über Präsenzmelder geregelt, sodass die Belichtung auch so gesteuert wird. Hier sind wir am Dach von der Nationalbibliothek. Und die Energieeffizienz und die Nachhaltigkeit spielen für die Nationalbibliothek eine wichtige Rolle. Dafür sieht ihr zum Beispiel hier einen Teil von der Photovoltaikanlage, mit der wir einen Teil von unserer Energie produzieren können. Und für alles proper zu halten, schaffen an der Nationalbibliothek 2 Bordsequipen. Wir haben einmal als interne Equipe und eine externe Firma, die vom Servicetechnik enkadriert wird. Allmoien putzen sie den Lesesaal an den Reisraum und präparieren sie für die Mitarbeiter und für die Visiteure von der BNL. Neben der Gebäudetechnik und dem Entretien kümmert sich die Servicetechnik auch um den Montage und den Demontage von den Ausstellungen. Und wie das aussieht, das weiß ich nur der Claude. Ja, ich bin der Claude, ich bin schon 33 Jahre lang in der Nationalbibliothek und ich bin zuständig für den handwerklichen Teil hier am Gebäude. Und das auch 24/7, wenn die Panage gemacht gehen. Und wir gehen mal in Atelier und dann stellen wir alles vor. Wir arbeiten ganz eng mit dem Service der Kommunikation und mit unserer Direktion. Wir haben Ausstellungen im Gebäude und noch Evenementer außerhalb, wie zum Beispiel die Wahl von Büchern. Unsere Equipe ist immer dabei, sowohl an der Organisation, Planifikation, Abrichten und auch Aufrichten. 2 bis 3 Mal am Jahr machen wir Ausstellungen hier im Haus. Sie wird an unserem Exposaal, in der 4 gesehen hast, am Foyer oder auch mal am Lesesaal.
Bezunnen op den Exposal hun mir sëllechen Vitrinen vun alle Moossen alle Gréessten, die mir suivant Szenografie muss no Platz setzen, an der Tisch muss man Tabletten, die als Glas sinn fragil, alle Gotten adaptéieren op die Övren, die man dra setzen. An dat Flotzteins wurden Ausstellungen ass bei den Övren das ein Challenge fir die oppassend Face zu machen, die dann hai am Atelier zu summe mat de Kollegen konfektionéiert gin, für die können dann den Visiteuren alles adäquat an engem flotten Element alles zu weisen. An zu du guter Lächt van die Erstellung dann alles fir Job gerieicht ass an alles an Sen gesät, gëtt en kein Kontroll gemerk, ob alles proper steht. An dann kommen mein Kollegen Elektriker und 3, die klammen an Leder op, an der gëtt all einzelne Spot gët dann op d'Objen ausgeriecht. An das ganz wichtig, bei mir verschiedene Spotten mat verschiedene Winkeln fir alles proper erschein zu belichten. Neben diesen Ausstellungen haben wir auch Manifestationen. Hier im 3. Stock, das seit eine große Konferenzsaal, die eine Kapazität hat bis 250 Leute, oder ein Amphitheater, der bis 70 Leute geht. Als Equipe ist natürlich auch zuständig für die Mise en place von der Stil, Mise en place von der ganzen Bühne, ob wir ein Tableau tun oder ob wir Einzelgespräche feiern. Selbstverständlich sind wir auch zuständig für den Ton, auch für die Belichtung. Vom Soundcheck bis Opholen von der ganzen Konferenz respektiv Manifestation sind wir auch zuständig. Und dann neben als Ateliers erbechten oder Manifestationen, Ausstellungen aus der Job gezählt tun, haben wir natürlich auch sozusagen die Schweuerlächt erbechten zu machen. Wie zum Beispiel als kleine Bagger, den als immens viel Service erlegt, sie wird für Schweuerpaletten oben aufzuladen von Kamionen, oder wir können noch ein anderes Aggregat hängen, da können wir da Hecht schaffen. Oder natürlich auch am Winter, da man da den Schnee plouen, den Schnee salzen, wann muss sehen. Und zu guter Letzt sind wir natürlich auch zuständig als Equipe Technik für die Sicherheit vom Gebäude und für einfach von den Leuten. Wie ihr könnt gesehen, haben wir auch eine equipierte Infirmerie für wenn es schlecht geht oder so kleine Malaise. Wir haben Rollstuhl auf all Stock, so wie wir auch Evakuationsrollstuhl haben für Treppenruf, wenn ein Feuer ist. Wir haben auch eine Equipe für die Sicherheit, die extern ist, und die gehen wir gucken. Wie ihr gesehen sind das Guardian, die haben Videosurveillance und die noch alles am Mann, sie haben von der Klimatechnik. Sobald ein Alarm rauskommt, die schaltet bei ihnen und sie machen dann alles am Gangen, für das dann Firmen vorbeißen dann noch können kommen. Oder natürlich die Equipe Technik, die geht dann noch nur aus dem Bett gerufen und da kommen wir auch direkt hin. Sie machen auch Nutzrunden und Jahresrunden sowohl am Gebäude wie auch rundherum. Ihr seht, die Servicetechnik aus vielen AW hat viel gebraucht. Vom tiefsten Keller bis auf den Dach könnt ihr uns überall treffen. Wir stellen noch sicher, dass das Gebäude an den besten Konditionen ist, sowohl für als Leser wie für als Mitarbeiter. Und das funktioniert nicht mehr, wenn eine gute Equipe hat. Und ich betone, dass die Equipe vom Servicetechnik die 24/7 sich auf den anderen kann verlassen kann.